Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu GTA Vice City. Ja, wir sind gerade da, wo wir zuletzt aufgehört haben, eigentlich. Wir gehen jetzt wieder zu dem Typ Pipi Cojones. Ihr wisst Bescheid, in der letzten Folge haben wir ja die Mission schon gestartet. Haben sie aber dann leider nicht geschafft, weil wir, ja, uns gerade ein bisschen blöd überschlagen haben. Schmier hat uns gerammt und wir sind dann gerade blöd an die Wand geflogen, gerade Karre kaputt gegangen und ja. Ich habe es aber geschafft, immerhin zu überleben, nicht zu verhaftet werden oder nicht zu sterben, hauptsächlich, weil es ist einfach echt scheiße, wenn du stirbst und deine Waffen sind weg. Das ist so kacke. Und ich habe immerhin jetzt meine ganzen Waffen und Munition und alles drum und dran. Und dann kann ich eigentlich die Mission gerade wieder starten, weil sonst müsste ich jetzt wieder Waffen kaufen, viel Geld ausgeben. Wir haben zwar relativ viel Kohle mittlerweile, 14.000 $, aber so Waffen sind halt einfach nicht billig. Also ich meine jetzt gerade das schwere MG, das ich habe, kostet glaube ich irgendwie 1000er. Und wenn man da ein bisschen Munition noch kauft, dann ist man da schnell mal wieder weg mit diesen 14.000 $. MP und so ist ja nicht so wahnsinnig teuer, aber ich fighte lieber mit dem schweren MG, weil dort mache ich wesentlich mehr Schaden. Und es geht halt einfach schneller, muss ich ganz ehrlich sagen. So, die tun wir geschaut, was macht der Typ bei der Wand drin dort. Wir das schnell überspringen, weil wir haben es in der letzten Folge schon gesehen. Jetzt brauche ich wieder einen Viertürer, das ist glaube ich sogar gerade einer. Nein, das ist keiner. Ah, nein! Okay, sorry Lady, aber du kannst dein Auto wieder haben. Ich kann nicht dein Auto wählen. Tut mir leid. Ich brauche einen Viertürer. Das sind alles Zweitürer. Holy shit, da vorne geht es wieder ab, hä? Ich helfe jetzt einfach mal diesen Typis da. Oh, und schon wieder neu gespawnt. Ja moin. Und auch mal ein Viertürer, hallo? Das erste Mal haben wir jetzt ein Büsschen gehabt, aber irgendwie spawnt kein Büsschen mehr oder sonst irgendetwas. Also kann ja nicht sein, dass jetzt wegen dem schon die Mission fast scheitert, ey. Ah, das Taxi da hätte ich jetzt nehmen können. Das ist ein Zweitürer, der sieht auch zweitürmäßig aus, aber das sind Taxis, die kommen und das sind keine Zweitürer. Raus mit dir. Danke. Oh. We're gonna fight like men. Das hat er auch letztes Mal schon gesagt. Wow. Huch. Okay, wir haben volles Leben, das ist schon mal gut. Ich muss einfach immer wieder ein bisschen aufs Leben schauen, weil eine Pizzabude ist ja gerade nebendran. Und dann können wir dort wieder Essen holen und dann haben wir wieder volles Leben. Aber das ist jetzt schon, muss ich wirklich sagen, eine recht tricky Mission, weil manchmal treffen die so gut und manchmal treffen die einfach gar nicht. Hey amigo, good to see you can make it. This stinking nest of Haitians, we gonna kill them all. Judge! Judge! Jetzt müssen wir das Auto kaputt schiessen, hä? Bang, weg mit denen. Das Problem ist aber, du musst immer eine gewisse Distanz zu denen haben, dass sie kannst hitten. So. Mittlerweile habe ich es ein bisschen draussen, was ich muss machen, dass ich weiterkomme. Ey, die erste Mal, als ich das gemacht habe, war Katastrophe gewesen. So, okay, da sind schon unsere Leute gefallen. Sniper on the roof! Fucking camper! Schon wie ein COD da, ey, Anfang. Schlimm, schlimm, schlimm. Das kannst du aber nicht überspringen, das ist ein bisschen doof. Also, oh geil, jetzt haben wir noch Munition. Okay, nachher gehen wir dann noch etwas essen, bevor wir vorrücken. So, jetzt gehen wir etwas zu essen holen. Hallo! Der Sound von dieser Arcade-Maschine, Mann. So, perfekt. Jetzt sind wir der andere in den Rücken geschossen.
Suspect on foot. Wo haben sie da wieder meine Waffe? Gut. So. Okay, wir haben noch 93 HP. Like men with huge cojones! Also sollten wir eigentlich schaffen, wenn man nicht blöd abballert wird. Ich muss einfach wieder hier am Anfang zwischen ein paar abfetzen. Tommy, we have proved our mental bravery. Let us kill a man for a joke and make a full escape. Ja. 60 HP noch. Muy men. So, perfekt. Wir verpissen uns jetzt. Nein, ist ja die Platte. Okay, das macht es jetzt wieder mal nicht einfacher. Okay, wir fahren jetzt das mal oben durch, wir können jetzt da rechts. Und ich muss einfach irgendwie aufpassen. Ich darf einfach nicht schnell fahren, habe ich das Gefühl. Langsam fahren. Weil wenn ein Schmierauto von vorne kommt und mich das blöd wieder hittet, landen wir wieder genau gleich wie vorher. Einfach vorsichtig fahren. Langsam fahren, vorsichtig fahren. Wir sind fast da. Kann ich da zwischendurch fahren? Oh, ich kann hier zwischendurch fahren. Ich kann da zwischendurch fahren, habe ich gerade gesehen, glaube ich. Ja. Perfekt. Come on, come on. Yes! Wir haben es endlich geschafft. Oh, die Mission ist so zum Kotzen eigentlich, ganz ehrlich. Ey. Aber wir haben es endlich geschafft. Und dann würde ich mal sagen, wir machen jetzt die nächste Mission. Wir gehen jetzt mal zu dem... What the fuck, Alter? Ich bin jetzt gerade von diesen Typis abgeschossen worden, weil ich von einem Buddies ein Auto geklaut habe. Ernsthaft? Okay. Raus mit dir. Oh, das Auto schießt Feuer auf der Seite raus, hure geil. Also, was ich soll sagen, also wir gehen jetzt mal zu dem, man sieht es jetzt nicht, weil gerade das Norden noch drunter ist. Jetzt sieht man es ein bisschen besser, so ein totes Mandel, also so eine Umrandung oder was es sein soll. Wir gehen jetzt einfach mal dorthin. Machen wir die Mission noch, ich weiß nicht, was das für eine ist, weil eben, jetzt sind wirklich so die Missionen, die ich selber noch nie gespielt habe in diesem Game, weil eben, wie schon ein paar Mal erwähnt, ich habe das Game noch nie gespielt, noch nie komplett durchgespielt. Darum machen wir auch das Let's Play, weil es nimmt mich wirklich Wunder, was da so eigentlich alles passiert. Vorne ist der Marker. Mal schauen, was jetzt so kommt. Ah, let's go. Whoa. Whoa. Come in, my dear, and rest your soul. You must be the big bad man my granddaddy been chatting about. Tell me things about you, you know, when he visits, and about the others who wait for you. Now, we all dead from long time, but you, I wouldn't want to be in your shoes. I got a message to come here. Can you hear them? Them calling your name, boy, must want you pretty bad, don't you think? Now, you do old Auntie Pulea turn, and maybe she help you. Maybe she can give you a little juju after all of this. Give you some magic to give the lawman the stink eye. Mm? Look, this is all very, give me what? Yeah, I think I got the wrong Give me address. these things, Tommy. The Cubans, nasty, proud foo-foos. Been making my lovely Haitian boys shake their heads. Now they told the policeman where me been stashing my powders. They think it drugs. Them stupid. Now be a good boy, Tommy, and go and get the powders for Auntie Poulet. Yeah, sure. Also ganz ehrlich, zum Glück war der ihre Rock schwarz ausgemalt gewesen. Unten. Sonst hättest du einen fett zwischen die Beine gesehen. So, also... Was ist jetzt da für eine Mission da? Ich weiß es nicht einmal, was wir genau machen. Jedenfalls ist es eine ganz komische Frau, oder eine ganz spezielle Frau, sagen wir jetzt mal so. Okay, da ist schon mal ein Stern, das ist gut zu wissen. Ah, wir müssen gerade dafür. Wer regiert jetzt da? Die Haitianer oder die anderen da? Ich habe keinen Plan. Get out the way! Komme ich da rein? Vorne.
Schauen wir mal. Hey, wo muss ich da her, Alter? Ah, ich muss aufs Dach schauen, glaube ich. Wie komme ich da hoch? Ja, ich muss rauf. Das Dings, eigentlich sind ja die Marker unten links auf der Minimap sind ja eigentlich immer viereckig, wenn es auf der gleichen Ebene ist. Und wenn es höher ist, dann ist es Dreieckchen gegen auf und sonst Dreieckchen gegen runter. Ah, das ist ein Koffer. Don't move a muscle, chump. Okay. Also das ist einfach ein Päckchen besorgen Missionli oder was? Okay. Ist das alles oder was? Ah, da ist schon mal eins. Holy shit, 4 Sterne! Ich gehe gescheit im Paint and Spray rein. Ich habe einfach gescheit Paint and Spray. Easy, Mann. 4 Sterne weg. Paint and Spray regelt. So, der hat einfach, glaube ich, immer noch die gleiche Farbe. Aber egal. Jetzt muss ich noch Gas geben, Mann. Da wäre jetzt ein Panzer nicht einmal so schlecht gewesen. Wenn ein Panzer gehabt hätte, hättest du schnell das Zeug erledigen. Ah! Holy shit, Alter. 5 Sterne. Wow! Oh! Fucking hell, Alter. Schick aus. Run! Oh mein Gott! Hast du es geschafft? Alter, was war für eine Mission gewesen, bitte? Alter, einfach 5 Sterne. Holy shit, das war jetzt heftig gewesen. Das sind schon die Polizisten von Vice City da, also beziehungsweise die... Holy shit, Alter. Okay, ja gut. Ich würde mal sagen, das wäre es mit dieser Folge von GTA Vice City. Wie gesagt, das ist in der nächsten Folge wieder. Wir machen dann hier weiter. Ja, wenn es euch gefällt, würde ich mich natürlich immer über die Bewertung freuen, sowie auch über das Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen. Und tschüss, sehen wir uns einfach, wie gesagt, im nächsten Teil wieder. Bis dann, macht es gut. Schönen Tag noch und ciao.